Ik geloof God kan leren, kamp niet onze nog vermaken. Ik geloof God kan leren. Marius, kijk. Het is goed dat we kan hier zijn en aanbidden. Nee? Dat hebben we ook eens onderwijs vielleicht ook, maar van jou als een dag, wo wir können wirklich vor Gott kommen und anbeten. Das ist ein bisschen der Thema, wo wir von der wollen von reden, von beten und anbeten. Und dort hat sich vielleicht ein bisschen zwei Themen, weil ich das Sonntag, aber ich glaube, die sind beide wichtig. Und wenn ich beten vorhabe, wenn ich glaube, beten ist wichtig, dort wir persönlich sind mit Gott. Das Tokayo sagt, wir wollen Gott persönlich kennenlernen. Wenn wir Gott kennenlernen können, wenn wir Gott kennenlernen tun, dann kann anbeten auch an. Aber erst mal wir Gott kennenlernen und du tust wir beten. Und so, ich wollte ein klein bisschen von dort Thema reden. Ich würde gleich ein bisschen mit dem Gebet anfangen. Jesus, wir danken dir, dass du uns gut bist und dass du uns ein Beispiel gegeben hast, wo wir anbeten können. Und dass du uns lehrst, dass wir die kennenlernen. Und dass dort der erste Punkt soll sein, dass wir die mit uns ganz hart kennenlernen und dein tun. Und von der, wenn wir hier lernen von dort Port, uns, was die gleichen, lehrt uns, und ich dienen Helden Jesus, jeder eine, was hier ist. Ich danke dir für die, was hier gekommen sind von dir. Und ich freue mich, die zu sehen. In Namen Jesus Christus. Wir haben einen bekannten Vers, was wir in Philippa fängen. Philippa, Paulus Schrift in dieser Kirche. Ein ganzer Kapitel wurde die Schrift, wurde der Mut mehr an der, dort die sollen mit Frieden leben, dort leben, wo die haben, dort können voll sein, voll Frieden sein. Aber hier ist ein Vers, wo der sagt, sorgend am Nisch, lut Gott mit Beten in Prachten in Dankeschön sein, die nicht lernen weiten, und Übersetzung sein, dort wie Gott dort weiten luten. Hier sagt das Wort ans Fehlen, sagt die Plottische Bibel. Und so ist es interessant, wenn wir um Beten denken und anbeten, ich weiß nicht, hast du das mal so gegangen hast, dort, wenn du Sorgen sind, wenn das Leben schwer ist, dort Beten dann auch schwer ist. Und dort Anbeten dann überhaupt nicht durchkommt. So Sorgen ist das Han in Deutschkraft. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier so sagt, sorgend am Nicht. Aber kriegt das jeder, die Sorgen, die wir haben, leicht auch vor Gott. Und dann sage ich dort immer danken. Und es ist wichtig, dort wir das vor Gott bringen. Und ich dachte, ich würde mit diesem Vers anfangen, wenn erstens, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann wollen wir auch abrechtig sein zu Gott. Und viertens passiert dort, wir sind nicht ganz abrechtig vor Gott. Wenn's wir haben das schwor, wir haben das Leben, das ist nicht allerlei, und das geht einige Dinge dann schwor an, aber wir sind gleich abrechtig vor Gott. Wir bringen gleich unsere Sorgen vor Gott. Und so, das ist, wegen was ich glaube, wegen was Beten wichtig ist. Anbeten, von der, der Thema ist von der von Anbeten, aber erstens, weil wir Gott kennenlernen. Und Gott weiten lassen, wo wir sind, wo wir uns fallen. So, wir machen uns unsere Sorgen, unsere schwere Dinge vor Gott bringen. Wenn Gott ist ein Part von uns Leben, ob wir das wollen oder nicht, Gott ist ein Part von uns Leben. Wir sind ein Part von Gott. Als Gott den Mensch mögt, dann seht ihr dort, der soll so sein, als wir. So, wir sind ein Part von Gott. Und wenn Gott über alles ist, und er sieht jeder Ding, das ist, was wir wollen, abrechtig sein für Gott. Und wir wollen dort tun. Wir sind die Wege, wo wir dort tun. Matthäus 6 lehrt uns, du gibst Jesus uns ein Beispiel. Und der sagt, es steht, wenn du beten lässt, dann geh in deine Stube, merke dir Tau und bet für den Vater im Geheim. Jetzt ein Weg, wo Jesus uns wiesen wird, wo wir Gott kennenlernen.
Ich glaube, wenn ich von mir reden darf, die Dinge, wo Gott mir hat Offenbarung gegeben, Antworten gegeben in meinem Leben, das ist in der Zeit, in dem Moment, wo ich persönlich allein mit Gott war. Dort wir nicht in der Versammlung, viele Dinge sind auch passiert, aber hier sind so wichtig, in welcher wird man. Und ich weiß nicht, wie viel von Ihnen der letzte Weg geäuft haben, dort die Zeit genommen haben, zum persönlich allein vor Gott kommen und den Hort entscheiden, den Hort aufladen. Wenn dort ist, wo Gott haben will mit dir, das was Jesus uns lehrt, der sagt hier, verdient Futter ein Geheim. Gott ist der, wer das Geheimnis aller sieht. Aber wir bringen unser Geheimnis gleich vor Gott. Und das ist, wo das fehlen wird. Und dann kommt dort zur Sonntagsmorgens und wir fühlen uns so, wir sind bloß ein Port von der Kirche, aber wir sind nicht wirklich ein Port von Anbeten. Und so Anbeten ist ein persönliches Ding zwischen dir und Gott. Und so deswegen ist es wichtig, dass wir in Gott kennenlernen. In der nächsten Part sagte, in den Futter, der du siehst, wo in die Heim vergeht, was die du verloren. So, ich weiß nicht, dass das uns Fokus soll sein, dass wir wollen Antworten haben von Gott, aber dort Fokus soll immer sein, dort wir vor Gott kommen. Und Gott kennenlernen. Und heute dort eben gebracht. Vielleicht hast du uns Gebet immer gewusst, dort wir fragen alle Dinge, die uns fehlen, alle Situationen, wo wir den gleichen Antworten haben, aber uns hat das gleich vor Gott gekommen. Und so, wo Jesus uns lernt, ist, dass wir persönlich sind mit Gott, dass wir eins sind mit Gott, unsere Sorgen, uns Hort vor Gott bringen. Und der beste Weg, um das zu tun, ist, wenn du allein bist. Das fängt man wie mit Freunden, ich kann vor Gott kommen und beten, mit der Kirche und sind für mich auch anbeten. Aber an der, wo die dort fehlen, wo die Antworten was kriegen, dort sind die, wo die was allein sind, persönlich sind mit Gott. Und dort, wo wir frisch, wo der Tank gefraut wird. Und da braucht nicht immer sein, ich will Ihnen hier ein ganz kartes Beispiel geben. Immer wenn ich diese Geschichte lesen, dann dreht mir das an, wenn ich weiß, was das, wo Gott geschaffen hat. In 1. Samuel habe ich eine Geschichte von einer Früh, von einem Polit, wo die Früh, die wir bedrängt, die wir Lebensort, die wir, ich weiß gar nicht, was alles du wir, aber hier ist eine Früh, wo du vor Gott kämpfst, wenn sie weiß nicht mehr ruht, mit alle, wo beschuldigt wird, wo gespart. Und die kämpft vor Gott und haben, wo Gebet geht. Das heißt, sie hat Hannah mög ein stilles Gebet, sie hat bloß ihre Lippen, aber ihre Stimme wir nicht zu hören. Und wenn wir die Geschichte ganz lesen, dann sehen wir, dass er eine Zeit, wo der allein wir vor Gott. Der lädt ihr Elend vor Gott. Das, wo wir von reden dann. Wir leihen unsere Dinge vor Gott und Gott, was mit tun. Gott, der du siehst, wo dein Geheim vergeht, was du verloren. Wegen was? Das ist nicht, dass Gott der Dinge nicht wollt, wo er uns vergehen. Aber er will haben, dass wir sollen abrechtig sind mit ihm. Du sollst eine Gemeinschaft sein zwischen mir und Gott. Und so Hannah hat eine Zeit, wo der beten dort, wo der Hort entscheiden dort. Und während was dort ist passiert wird, dann kam der nächste Part. Hannah kriegt, wo von Gott, was sie will, und dort braucht dass sie anbeten dort. Und hier ist ein Gebet, was sie geschrieben hat. Ich wollte nicht ganz lesen, aber ich wollte ein Part von dort lesen. Und sage ich, und Hannah sagte in ihr Gebet, Herr, mein Hortland, Eva, für die. Am Herrn ist meine Kraft so viel mehr. Ich kijk freundlich für die, was mich trotzen, so frei ich mich zu dienen halb. Du hast keiner, was herrlich ist, so als du, Herr, heu steht ganz allein, wir sind uns nur nicht so sicher als bei unserem Gott. Und das ist ein wunderbares Gebet, was geschrieben wird. Und jetzt, wo wir von reden, von Anbeten. Und ich will ein paar Punkte geben, wo ich glaube, was wir machen, erstellen. Und das erste ist Gott kennenlernen. Wenn wir Gott kennenlernen dann, und wir uns wie eine Gemeinschaft haben mit Gott persönlich,
dann kommt das nächste auch. Und das, wo wir wollen von reden. Und Gott kann lernen, hat nicht einmal zu tun mit Gott kann lernen, soll ein von den höchsten Punkten sein in uns Leben. Wenn wir in die Kirche kommen zum Anbeten, vermutlich kommen wir hier zum Anbeten, aber wir fühlen uns nicht im Port von Anbeten. Wir sind hier zum, wenn das Volk sich verändert, das scheint, aber wenn wir an der Weg nicht haben, die Zeit gehört mit Gott, dann ist die Sinn noch vermerkt, bloß wir sind hier. Wir sind bloß, wir kommen in die Kirche. So, ich glaube, Gott kann lernen, nicht uns noch vermerken. Ich glaube, Gott kann lernen, da wir tüß, da wir bei uns arbeiten, da wir mit Zeit allein haben. Und das ist nicht dort bloß der einzige Weg, dass wir in eine Schlupfstube gehen beten. Das ist ein Beispiel, dass wir Zeit haben allein. Jesus, der von so einem anderen Beispiel, der sagt, dat zag je op een zondag steden dat ging s'morgens alleen op een boy op en die hadden tijd om gemeenschap met God. So du kannst Gott leren hier persönlich. Das nächste, wenn wir anbeten wollen, dann müssen wir uns hart reit machen. Zum Anbeten ist nicht wichtiger, als dass uns hart reit ist. Wenn Jesus sagt, uns auch ein Beispiel, wo wir nur danach von lesen. Wo do wir uns hart reit machen? Ich glaube nicht, dass wir etwas haben, das genug gepredigt und gelehrt haben und wo das im Wort Gott nicht genug ist. Wenn du das von der kleinen Stutz denken, wo groß Gott nicht genug ist, dann wollen wir an, dass jetzt gleich auszusprechen. Du hast kein Weg, wo wir Gott nicht genug aussprechen. Ich glaube, wir wollen das lernen, wenn wir schon Beamten sind. Für Ewigkeit. Dann wollen wir das sein, wo groß sie nicht genug wird. Dort ein du hier sind von dir, dort haben wir sie nicht genug zu tun. Dort ein du Uden tun, dort haben alle mit Gott sie nicht genug zu tun. So, wenn du das in kleinen Schutz denken, was hat Gott für dich getan, dann wirst du ihr empfangen, wo die Gott was für anbeten. Und für was die was Gott loben. Uns Hort reiten wir an Haft zu tun, mit uns Hort mit Gott sein Hort ablehnen. Unsere Säulen mit Gott sein, uns Yes mit Gott sein Yes ablehnen. Wenn Jesus sagt uns in Johannes 4,24, Gott ist Yes, in der am Anbeten machen, am Yes, in der Wort hat anbeten. Das wird Jesus uns lehrt. Und die Frau, wie du, wo du anbeten, wo man angeben, wo das der Rechte steht. Und Jesus sagt gleich eine Steht an. Da sage ich, der Yes. Am Yes, da wir Gott anbeten. Wo, das ist gleich wichtig. Alles ist wichtig. Allerweil ist es wichtig, dass wir Gott anbeten. Aber Gott ist Yes. Und der am Anbeten, und das wird anbeten, ist, dass wir Gott loben und worship. Und dort ist, dass wir uns mit Gott in Yes connecten und Gott anbeten. So, Gott ist Yes, und der am Anbeten, machen am Yes anbeten. Und der nächste Part ist, die verschiedenen Wege, wo wir anbeten. Ich weiß nicht, wo die Wahrheit ist, aber ich glaube, alle haben wir unsere eigenen Wege, wo wir würden gleichen. Wenn der einzige Weg wir in der Kirche anbeten, mit Hängabheben, dann würden wir allmählich in Trouble sein. Aber das ist lange nicht der einzige Weg. Wenn wir Kirchen tun, in der Bibel, besonders David, kenne ich David als ein Beispiel zum Anbeten. Hier wir ein Anbeter. Und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Wege David braucht zum Anbeten. Aber ein Teil von den Gebetsanbetern, was David schrieben, dort schreibt er hier Weges. Er dort hier Weges Gott anbeten. In der anderen Stelle sagt er, wir am Boy und der kickt drauf und der Gott anbeten. Nächstes Mal sagt er, er fällt vor dem Herrn Duhl und betet am an. Nächstes Mal wird ein Tempel in Jerusalem gedreht. Du sind für ein Teil verschiedene Wege. Und das ist dann der Weg, wo wir so anbeten. Und da wird wir in Johannes 4, Vers 24 sein. Yes. Wenn es Gott ist Yes, wir dann am Yes anbeten.
En stukje paar jaar 3 weken op een congres van Samaritan Spurs. En du wir eine ganze groep mensen, meest wat hier van jou zijn, de meeste weer Pentecost. En die deden aanbeden. En ik weer eens die had door mank, wat du niet meer wist wat aanbeden wird. En du zag ik, wo mensen kan God aanbeden. En ik weet niet of die dat bekend met zijn. Maar ik stond toen, ik wist niet meer was ik wil mijn hang uit de verbruid, of wat ik wil, of als ik wil uitgaan, wenn du wie keiner, wat du stel wird. Alle mensen hupsen en die schreien en die zingen. En dat is een Weg van God aanbeden. David deed dat. Op een stelle lezen we dat David weer op een gras, die ging verleden de gras van zijn stad en de hupst en schrie en dans voor God. En dat weer een Weg, waar hij God aanbeden. Ja, als verder hebben we kritisiert over deze dingen en dat is aardig van ons, wenn wir kritisieren dan. Wenn es God aanbeden heeft te doen met een yes en een waarheid. Nee, de Weg van aanbeden is mij zo wichtig. Maar het is wichtig dat we kunnen God aanbeden zoals we zijn. Hij erwartet niet van ons dat we van onze comfortzone eerst uitkomen en dan aanbeden. Du, wo du bist, du kannst God aanbeden. En van een keer naar de andere. Zo, de weg van aanbeden. Ik geloof, we zullen thuis aanbeden. Een zin vanmiddag naar de kerk komen is een goed ding te aanbeden. En dat willen we met vrede doen. En we zullen thuis ons hart rijden en te aanbeden. Dat wordt meer, we worden beter kunnen God aanbeden. Maar aanbeden is ook thuis. Met wo immer die Weg dan is. En dat nächste part is, aanbeden soll immer für Gott sein. Ik weet niet of jullie wisten dat bij ons, in onze kolonie is het alle bekend dat we, dat du wat Gesamtbuch gelezen als dat wat de Bibel gelezen. Vielmals, van wo we herkomen, dat aanbeden, dat het voor God is, dat heeft een klein beetje in ons. We fallen ons niet makkelijk met wat er een ram ons zijn. We focussen op onze neighbors en niet op dat wat aan ons hart en voor God komt. Aanbeden is immer voor God. Te God. En aanbeden is bloos omdat we ons uitspreken voor God. Zo ervaren dat aanbeden een leven wo du nanruden was en zware dingen wo du antwoorden ziet, dat je aanbeden antwoord gaat in. In paar jaar 3 had ik deze ervaring van wat ik persoonlijk, en ik wil niet bloos een klein beetje van dat zijn, lang niet alles. Dingen zijn niet allemaal leeg. En eenmaal speelt zich dat zo, we zijn hier in de woont. En dan weet je wel, wo gaan met dat. Maar in deze, de ene dag dan, ik had muziek op mijn phone, ik ging verlengd weg van werk. En während dat aanbeden Leute te spelen deed, maar eenmaal weer dat raam een beetje stil, ik had lang een antwoord geleerd. En durch deze tijd geeft God me al die antwoorden die ik al lang nu geleerd had. En toen weet ik dat aanbeden is en denk wat God van die wil. God wil die zegenen, dat die was aanbeden. En ik geloof, we zullen aanbeden zijn. We zullen niet bloos naar de kerk komen om horchen. Ik geloof, in de zin vanmiddag in de kerk is een fijne stad om aanbeden en thuis is ook een fijne stad om aanbeden. Zo aanbeden is voor mij een wichtig part. Nu, ik weet niet, ik ben niet de grootste aanbeder wat je worden ever zijn. En dat kan je van wie af zijn. Maar en mijn hart is het wichtig. Door ons leven, onze feilung, ons whatever we durchgehen, dat voor God komt. Aanbeden is voor God. En dat gaat niet om die neighbors. Dat gaat om tussen die en God. Zo, wanneer du aanbeden is, denk je aan dat het heeft met dien hart te doen. Met dien hart, met God zijn hart te doen. Dat eerste is, God kan leren. De tweede is dien hart ablehnen. En op woord van waar du was aanbeden, als ganz tussen die en God. Lees de Bibel. Leer God kan en leer de verschillende wegen, wo die kost God aanbeden. Wenn
das ist, was die Bibel uns lehrt. Und Gott sagt in der Bibel, dass David wie ein von den seine Favorite Jungs in der Bibel. Er sagte, wir hat so ein Hort als Heu hat. Und ich weiß nicht, was wir würden überrascht sein, wenn wir würden David kennenlernen. Persönlich. Wir würden sein, wo er Gott anbeten hat, wo er mit Gott in Gemeinschaft wird. So, das ist ein wichtiger Part für mich. Von wo wir herkommen, als Anbetung in Fremde denke. Dort sind auch viele Jahre drin, wo ich dort lehre, dort beten und anbeten, dort hat man zwei Dinge zu tun. Und von wo wir herkommen, von wo uns Grund ist, soll Anbeten viel wichtiger sein, als was das ist. Wie sollen die Anbeter sein? Wir haben wie nennen uns diese, wo du Jesus nur folgen, wo du Christen sind. David schrift in Teil von den Psalms, und hier ist ein von den Psalms, und er sagt, kommt, weil wir am Anbeten in Feierabend knien in Handvollen, vor dem Herrn, der uns gemerkt hat. Wills heuer ist uns Gott, und wie dort folgt ab seine Wert, in Schub für die heu sorg. Wenn die von dir seine Stimme hören, dann verhört den Horten nicht. Und so können wir lesen, ein oder andere, wo David uns wiesen wird, weil wir vor Gott handvoll, weil wir vor Gott uns knien, weil wir Gott anbeten, wenn es heuer ist, der wir uns gemerkt haben, ihr sagen, haben wir genug, dass wir würden. Wenn wir ein klein bisschen denken, dann, wir würden Gott anbeten, das ist, wenn es heuer auf uns gemerkt. Jesus hat uns noch losgekauft, von wo wir wählen. Bitte dort, wir haben ewig Leben für uns. Wir können Gott anbeten. Keiner hat nicht gerade Ursache, was wir haben, um Gott anbeten. Und dort sind wir Anbeter sein wollen. So, ganz klar daheim, Gott kann lernen, soll Nummer 1 sein. Wenn Gott kann lernen, hat zu tun mit zwischen dir und Gott, was am klaren sein. Wenn das du nicht klar ist, dann kostet ich euch anbeten. Dann kostet ich euch den Hort ablehnen mit Gott sein Hort. Wenn Gott will, so ist das Versagt, im Jessen an der Wahrheit, weil wir Gott anbeten. Als Wahrheit wichtig für Gott. Ich glaube, das ist Nummer 1 für Gott. Gott sieht, was in uns angeht, und er will sein, als wir wollen aufrichtig sein. Wenn ich meine Früh, auch 12 Jahre top gelebt, dort fehlt immer weiter, dort wir persönlich sind, dort wir uns am sich uthalten, wo wir uns feiern. Und ich glaube, das wäre Gott ist. Wenn wir sind für eine lange Zeit Christen gewesen, wir haben uns Leben nur Gott gegeben. Aber Gott will danach immer weiter, wo man uns steht. Wenn er Gott sieht. Wir sehen uns alle Tag, wir als Menschen. Gott sieht uns auch alle Tag. Und wir können Gott auch sein, wenn wir mit ihm connected sind. So, das ist ein wichtiger Part, dass wir uns hart mit Gott sein Hort ablehnen. Und dass wir anbeten dann ab dem Weg, wo Gott uns dann lernen wird. Ich würde legen mit dem Top, dass wir abstehen, und dann werden wir ein Gebet beten zum Schluss. Und gelobt bist du, Herr, du Gott von unserem Vater Israel, von Ewigkeit bis Ewigkeit. Die Herr, gehiert, der Königs ihr, gewollt in Herrlichkeit, der sich in der höchste Pracht, willst alles, was im Himmel und auf Erde ist, dort es dient. Die Herr Jesus, gehiert, dort Königreich, willst du bist, hoch erhoben, aus höchster über alles. Dankeschön, Vater, für uns das geben und für uns Loten im Port sein von dem Königreich. Dankeschön für alle Dinge, die du uns gegeben hast, Jesus. Und Dankeschön für uns loszuheben, dass wir frei sein und dass du kannst verherrlicht werden durch die Dinge, die du hast für uns getan, möchten wir die verherrlichen, möchten wir die anbeten und loben für immer und immer. In Namen Jesus Christus. Amen.